Okay, du bist neu in der Truppe. Wo platziere ich die? Einmal da. Weißt du was, ich lasse die da als Fliegenfänger. Alter, diese Aliens machen so geile Geräusche. Was für Waffen hast du überhaupt? Das ist alles ein Schatz. Kannst du die da hinten verstecken? Weißt du was? Hupf daher. Wir gehen einmal langsam vor. Er hat die Schrotflinten. Warte mal. Ich deck die zwar schon. Jetzt, wenn wir das nächste Mal leveln, und das wird sicher bald einmal passieren, glaube ich, möchte ich schauen, dass wir einen 6. Mann in die Truppe mit reinkriegen. Er hat die Schrotflinten. Du gehst bitte da um. Weil mit der Schrotflinten kannst du mich eher mitdecken, wenn es sein sollte. So, und du bleibst da bitte. Was war das für ein Geräusch? Nochmal, dasselbe Geräusch wie jede Aufnahme. Grüße zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von XCOM. Es wird jetzt wirklich nur eine kleine Aufnahme. Wie du es im Titel gesehen hast, es geht jetzt nicht um XCOM. Ich nutze diese Episode gleich, um eure Kommentare das letzte Mal zu bringen und dieses Format einzustellen. Die dazugehörige Frage oder dieses dazugehörige, wo ich damit angefangen habe, ist im Community-Tab zu finden. BZW, ich habe dir den Text in die Videobeschreibung verlinkt, wenn ich es nicht vergessen habe. Ihr kennt ja mein Gehirn, wenn ihr mich länger verfolgt. Das ist natürlich sehr schlau. Worauf will ich hinaus in dieser Episode? Auf den Kommentar vom Tobi. Und daraus haben sich einige Dinge ergeben. Genau, die möchte ich dir einfach mal zeigen. Und zwar, ich lese euch jetzt mal den Kommentar vor und danach werden wir auf 2 oder 3 Dinge eingehen aus dem Kommentar heraus. Die letzte Sache, den letzten Absatz in diesem Kommentar werde ich in einer der dazugehörigen XCOM-Aufnahmen durchgehen. Genau. Ich möchte heute auf den Kommentar eingehen,
wie du im Intro schon gesehen hast, die letzten 3 Minuten der ersten Episode, haben wir bereits eine neue Mission begonnen. Da bin ich von der einen in die nächste Mission gesprungen und ich habe mein Aufnahmeprogramm, mit dem ich XCOM aufnehme, vor kurzem mal getestet. Genau, da habe ich Zeit gehabt dafür und ich habe mal eine 7 Stunden Aufnahme von irgendeinem Scheißspiel gemacht. Titel, wurscht. Einfach nur mal probehalber probiert, aufnehmen. Die Aufnahmequalität war top und ich möchte mich in Kürze mal oder in der Zukunft mich wirklich mal mit XCOM und Cyberpunk mal stundenlang hinsetzen oder mal stundenlang aufnehmen. Genau. Man kann ohne Probleme durch seine Kollegen schießen, da ist das Spiel eher relaxed. Bin dann doch froh, einiges nördlicher zu wohnen. Dieses Jahr ist der Sommer halbwegs erträglich. Bei 16:00 hätte ich gespeichert und den Jungen mit der Schrotflinte direkt an dieselbe Ecke wie das Alien geschickt und ihn mit der Schrotflinte aus nächster Nähe erledigt. In dieser Position hättest du ihn nämlich flankiert und die Nähe zum Alien hätte eine 100% Chance geben sollen. Geht aber natürlich auch so, wie du es gemacht hast. Dialekt ist kein Problem, ist wenigstens kein Bayerisch. Zur Frage bei 1820. Es gibt keinen Timer im Sinne von Uhrzeit. Es tauchen öfter Missionen auf, wo du eine von 3, manchmal auch nur 1 von 2 Länder auswählen musst. Erledigst du die Mission im gewählten Land mit Erfolg, hat dies Einfluss auf die Panik im Land selber, meist 2 Striche nach unten. Und andere Länder auf demselben Kontinent 1 Strich nach unten. Die Länder, die du nicht wählst, erhalten einen Panikstrich mehr. Gelingt die Mission nicht oder nur mit schlechtem Ergebnis, zum Beispiel nur ein Soldat kommt zurück, steigt auch die Panik im gewählten Land. Es hat also durchaus seinen Sinn, bei der Auswahl genau zu überlegen, welches Land am meisten Sinn macht. Gewöhnlich nimmt man natürlich das Land mit der höchsten Panik, was auch den Schwierigkeitsgrad der Mission erhöht, aka Anzahl der Aliens. Kommen wir gleich dazu. Aber man sollte auch schauen, ob es auf den Kontinenten der möglichen Länderkandidaten gibt, wo die Panik bereits sehr hoch ist. Ich switche da immer zwischen dem Auswahlscreen und der Panikansicht, Situation Room, um meine Auswahl festzulegen. Ist es mehr oder weniger egal, dann würde ich die Belohnung checken. Hast du einen Mangel an Soldaten, hilft ein weiterer, meist guter weiter. Ansonsten fröne ich dem schnöden Mammon und wähle Geld. Genau. Ich habe jetzt da ein bisschen schnibbeln müssen. Ich habe mir das 2-3 Mal versprochen. Ich will das Video heute, ist der 12.8. um 23:17 Uhr. Ich habe Nachmittagsschicht. Möchte die heute fertig machen. Genau. Kurz und schmerzlos. Gut. Ich mache dazu einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Die Situation bei 16:00 aus der letzten Episode in 3 Bildern gefasst. Ganz links, der was in Panik ist, hat die Schrotflinten und den hätte ich können mittleres Bild nach vorne schicken an die Ecke zum Alien und er hätte dann das Alien mit der Schrotflinten eine 100% Chance eliminieren können. Ganz rechts das Bild, ich habe ihn in die Deckung geschickt mit dem zweiten, was vor ihm sitzt und habe die Situation aber dann mit dem Scharfschützen geregelt. Tobi, der Gedanke, so wie es das du aufgeschrieben hast, ist mir auch gekommen. Aber das Problem ist, ich habe einen relativ defensiven Spielstil. Es ist mein erstes Mal. Und beim ersten Mal bist du halt noch ein bisschen defensiver. Es ist nämlich so, ich habe irgendwann einmal erwähnt, ich habe mehrere Teile. Enemy Unknown, Within, XCOM 2 und Chimera Squad. Ich möchte ja alle Teile dann durchspielen, so gesehen. Das kommt jetzt da hintereinander. Ich werde das Spiel sicher nochmal privat spielen. Später noch einmal, weil es ist nämlich recht gut und es gefällt mir sehr gut. Ja, Nuka, es gibt nicht viele Spiele momentan, die mich begeistern. Es muss auf die auch nochmal zurückkommen. Gibt's absolut nicht. Ich habe zig Spiele probiert, zig Spiele getestet, runtergeladen, PC, Xbox Series S, PS4. Viele Spiele haben nicht überlebt. Genau. Ich hätte jetzt hergehen können und sagen,
ich hau aus, was nur geht, hin und her und bla bla bla, ich spiel das, auf die Schnelle. Nö, das will ich nicht. Das will ich nicht, weil ich nämlich nur die Spiele genießen will, weißt? Ich hab die Zeit und ich hab auch nicht unbedingt einen Stress. Mir kommt halt ab und zu noch vor, das würde sich für euch als meine Zuschauer oder Abonnenten, die den Kanal schon länger verfolgen, mir kommt halt ab und zu noch vor, das muss sich für euch zahlen wie eine austretende Ledersohlen. Oder wie ein zerkochtes Schnitzel. Das ist das, was ich ein bisschen immer im Hinterkopf habe. Zahlt sie das jetzt, zahlt sie das nicht? Man weiß es nicht genau, gell? Was die Menschen sind ein bisschen unterschiedlich. Genau. Und genau deswegen, wie gesagt, wir werden alle Teile, die ich habe, probieren, beziehungsweise durchspielen. Und XCOM macht eigentlich mit diesem rundenbasierten immens Spaß. Genau. So, haben wir das Thema auch durch. Tobi, zu unserem Sommer, den wir hier im Murtal haben, in der Steiermark. Dieser Sommer ist sensationell. Es hat nur einen Sommer gegeben, der war 2003, wo es noch scheiß heißer war. Dieser hier ist unangenehm. Es drückt und es drückt. In den letzten 6 bis 8 Wochen, so lang geht es schon, haben wir vielleicht gehabt, mal 5 Tage in unterschiedlichen Rhythmen und abwechselnd 20 bis 23 Grad, bewölkt, etwas Regen und ein paar kleine Gewitter. Mehr war da nicht. Seit 6 bis 8 Wochen circa 25 bis 36 Grad. Leider ist, wenn man sich das Wetter ansieht, auf mehreren Seiten im Internet, ich glaube davon gar nichts mehr, weil 5 verschiedene Ansagen oder Prognosen, 5 unterschiedliche Erkenntnisse. Wem willst du noch glauben? Kurz und schmerzlos. So, jetzt haben wir das Thema abgearbeitet und nun der dritte und letzte Part. Der wird aber etwas länger. Da muss ich, ja, der wird sicher ein bisschen länger. Bitte nicht böse sein. Ich habe im Anschluss an das, was ich euch erzähle, etwas rangeschnitten. Der dazugehörige Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Und ich habe das auch so mit meinem Aufnahmeprogramm aufgenommen, wie du es auf meinen 3 Bildern siehst. Bis gleich. Bur, wann lernst du das? Mach da ein Skript für solche Sachen. Ich bin ja so ein fester Trottel. Kommen wir jetzt zum letzten Teil des Videos. Das wird ein bisschen länger. Die anschließenden kurzen Videos, die du sehen wirst an dieses Video, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Der zugehörige Kanal ist verlinkt, wer Interesse hat. Und mein dazugehöriges Fallout 4, wir schauen in die Mods Video ist auch verlinkt. Das hat jetzt nämlich alles einen kleinen Zusammenhang. Für meinen Fallout 4 Durchlauf muss ich mich damit beschäftigen. Richtig. Wirst du dann sehen, wenn du dir die Fallout 4 Luna Mod anschaust. Diese Mod ist sehr interessant. Fangen wir mal an. Und zwar, ich habe das nämlich so gemeint. Du bist jetzt auf Mission unterwegs. Wenn es eine Mission ein bisschen länger dauert, ob im Hintergrund ein Timer zählt, beziehungsweise ob im Hintergrund die Panik weiter steigt. Bleibt es im Hintergrund stehen und wird die Panik dann nur angehoben, wenn du mit der Mission fertig bist. Das habe ich damit gemeint. Das kannst du nämlich auf Fallout 4 legen, mit dem Angriff- und Verteidigungssystem. Was ich da jetzt dann einspiele, Tobi, ich weiß nämlich, dass du ich glaube, du hast die Preston heute, die Goshen Mod hast du nämlich noch nicht integriert bei dir im Fallout 4 Let's Play. Jetzt gibt's halt nur eine Parallele, die ich sehr interessant finde. Und zwar, wenn du in Fallout 4 unterwegs bist. Du bist ja zum Beispiel 3 bis 4 Ingame-Tage unterwegs, kann dir in diesen 3 bis 4 Ingame-Tagen passieren, dass ein Angriff auf eine Siedlung kommt. Genau. Dieser Angriff,
Jede Siedlung kann einmal pro Tag angegriffen werden. Wenn du Pech hast, können 5 Siedlungen innerhalb von 2 Tagen angegriffen werden. Das resultiert aus der Menge an Schrott, Essen und Wasser, was in der Werkbank der jeweiligen Siedlung abgelegt wurde durch die Siedler. Weil du hast da Siedler, die an Plünderstationen beschäftigt sind, du hast Siedler, die beim Essen beschäftigt sind und du hast ja auch Siedler, die das aufbereitete Wasser in die Werkbank legen. Genau, die legen das alles ab und anhand dessen der Menge und der Verteidigung berechnet das Spiel die Angriffswelle auf die gewisse Siedlung. Genau. Und das ist jetzt nämlich faszinierend, das hat mich dann zu dieser Frage bewegt, ob das im Hintergrund bei XCOM auch so läuft. Genau. Aber in Ingame-Tagen, du hast eigentlich nur eine gewisse Zeit, was die Mission läuft, hast du nur eine gewisse Zeit. Sagen wir, du bist jetzt eine Stunde dort beschäftigt. Weil du hast ja so gesehen ein lineares Spiel. Und du hast ja dort keine Ingame-Tage, die dort vergängen. Ne? Das war das, was ich gemeint habe. Ob jetzt da die Panik im Laufe deiner Mission ansteigt oder ob das in der Zwischenzeit, wo deine Mission statt wo du deine Mission spielst, ob das zwischen stoppt und dann in die Höhe geht. Das habe ich damit gemeint. Ne? So habe ich das ungefähr irgendwie halt. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ein bisschen schwierig zum Erzählen. Scheiße, ich soll halt ein bisschen mehr Rhetorik üben. Ja. Ich blende dir jetzt da, was ich meine. Mit den Videos, beziehungsweise mit der ganzen Verteidigungs- und Angriffsmechanik und dem Vergleich mit XCOM, blende da jetzt was ein. Das dauert ca. 10 Minuten, das sind 2 Videos. Kurz abgefilmt. Wie gesagt, wieder Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Schau einfach in die Videobeschreibung, wenn dich etwas interessiert. Bitte aber nur dann, wenn dich etwas interessiert. Wenn es dich nicht interessiert, dann ist es für dich unwichtig. Dann brauchst du nicht reinschauen. Ich zwinge keinen. Du musst ja heutzutage so aufpassen, was du sagst und tust. Das ist ja so geil. Gut. Das war jetzt die letzte Episode. Eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den kommenden 10-15 Minuten. Als kleiner Abschluss zu diesem Eure Kommentare Format. Und wie gesagt, ich möchte in Zukunft mich mehr mit den Spielen, die ich nicht kenne, so wie XCOM oder Cyberpunk. Cyberpunk kenne ich nur bis zum Ende des Prologs. Ich will mich damit mehr befassen und momentan habe ich in Cyberpunk so viel Spaß mit, wie hast es du geschrieben, Nuka, mit, wie war das? Überhitzen, ja, mit den Mechaniken halt, ne, wo den Gegner ein bisschen manipulieren kannst, also weiß nicht, einen Hitzschlag krieg, weiß ich nicht, dass einem die Turten aus dem Gesicht fällt, ja, du weißt es eh, was ich meine. Bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit diesen 2 Videos. Und in der nächsten Aufnahme von XCOM geht's dann mit der Mission weiter und ich bin gespannt, wie diese Mission wird. Bis zum nächsten Mal. Baba! Hallo Fallout-Fans, ich bin's mal wieder, der Pandur, und ich möchte euch in diesem Video erläutern, wie Angriffe auf die Siedlung funktionieren und wie ihr euch dagegen schützen könnt. Beziehungsweise was ihr am besten dagegen macht. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Angriffe können generell in jeder eurer Siedlungen einmal täglich stattfinden. Und wenn sie stattfinden, solltet ihr hingehen, um zu garantieren, dass ihr auch gewinnt. Denn eilt ihr der Siedlung nicht zu Hilfe, dann entscheidet Fallout einfach anhand einer Zufallszahl, ob ihr den Angriff gewinnt oder abwehrt. Dabei ist der Schutzwert vollkommen egal, der wird bei dieser Berechnung nicht in Betracht gezogen, da ist es dann also irrelevant, ob ihr ein Geschütz oder 1000 habt. Für den Rest des Videos gehen wir jetzt also einfach mal davon aus, dass ihr zu so einem Angriff geeilt seid.
Um eure Siedlung nun also richtig verteidigen zu können, würde ich empfehlen, Wachstationen zu bauen. Ihr seht mein Beispiel gerade hier und das ist jetzt wirklich die härteste Wachstation, die ich so habe, die vernichtet wirklich alles. Der Grund, warum die da steht, ist, dass es feste Spawnpunkte für die Gegner gibt. An dem einen stand ich jetzt gerade die ganze Zeit und darauf ist halt dieser Wachposten ausgerichtet. Die meisten Siedlungen besitzen tatsächlich 3 verschiedene Spawnpunkte für Gegner, also wo diese Angriffe einsetzen können. Ich laufe jetzt hier mal gerade zu dem zweiten, den es in Sanctuary Hills gibt. Ich habe hier gerade schon eine Hundeleiche gesehen, da ist offensichtlich einer durchgekommen, aber der Spawnpunkt an sich ist hier an diesem Baum. Ich würde euch das gerne noch deutlicher anhand einer Markierung zeigen. Dafür gibt es tatsächlich einen Mod, was diese ganzen Spawnpunkte anzeigt. Ungünstigerweise funktioniert das bei mir seit Nuka World nicht mehr, von daher kann ich das in dieses Video nicht aufnehmen. Aber was ihr mitnehmen solltet, ist, dass es feste Spawnpunkte gibt, an denen die Feinde einfach immer auftauchen. Also bei einem Angriff können die auch aus mehreren Richtungen kommen, also parallel an 1 oder 2 dieser Spawnpunkte auftauchen. Aber generell kommen sie immer von diesen 3 Punkten. Das gilt aber prinzipiell nur, wenn ihr bereits in der Siedlung seid und quasi dieses Gefecht live erlebt. Fallout 4 hält sich quasi nicht an diese Spawnpunkte, wenn ihr außerhalb der Siedlung seid. Denn wenn ihr die Schnellreise benutzt, dann berechnet Fallout quasi, wie lange ihr brauchen würdet, um diesen Weg abzulaufen und dementsprechend schiebt es auch die Zeit voran. Und für die Berechnung des Angriffes bedeutet das wiederum, dass die Feinde schon eingedrungen sind. Deswegen stehen Feinde manchmal in der Mitte eures Dorfes, eurer Siedlung, wenn ihr zu dem Ort hinreist, während ein Angriff bereits stattfindet. Aber wenn ihr eben vor Ort seid, dann findet der Angriff, der angekündigt wurde, immer von einer dieser Positionen statt, die ich euch gerade zum Beispiel in Sanctuary gezeigt habe. Und bei dieser Ausführung könnt ihr euch jetzt eigentlich schon denken, Mauern sind total sinnlos. Wie ich gerade schon gesagt habe, werden Feinde einfach an eine neue Position teleportiert, je nachdem wie lange ihr braucht. Und genauso ist das bei einem Kampf auch. Wenn ein Feind auf eine Mauer trifft, dann teleportiert er sich einfach auf die andere Seite. So ist die KI von Fallout 4 leider gestrickt. Die effektivste Methode, so einen Angriff abzuwehren, ist daher also wirklich so Wachstationen zu bauen, also gezielt vor den Spawnpunkten Geschütze aufzustellen, die angreifen können und jedes Mal, auch wenn ein Angriff stattfinden soll, dort selbst hinzureisen. Zu Beginn hatte ich bereits gesagt, jede Siedlung hat täglich die Chance, einmal angegriffen zu werden. Das ist wiederum von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Chance liegt aber mindestens täglich bei 2%. Also das heißt, wenn sich zumindest ein einziger Siedler in der Siedlung befindet. Wenn 0 Leute drin sind, wird eine Siedlung auch nicht angegriffen. Dass diese Chance steigt, ist nun wieder von sehr vielen Faktoren abhängig. Ich glaube, ich bin bei meinem effiziente Siedlungsguide zu weit gegangen, dass ich da sämtliche mathematische Formeln aufgelistet habe. Hier ist es noch wesentlich komplexer. Daher möchte ich ganz einfach sagen, dass der Wert sinkt, je mehr Siedler ihr habt, also je mehr quasi verteidigen könnten, und er steigt, je mehr Sachen zu klauen da sind. Also wenn ihr zum Beispiel viel Nahrung, viel Wasser habt, dann sehen Raider natürlich eine höhere Erfolgschance, dass sie was erbeuten können. Und dann gibt es auch eine höhere Chance, dass ihr angegriffen werdet. Das gilt sowohl für diese Werte, die euch im Baumenü angezeigt werden, als auch für Rohstoffe, die in der Werkstatt eingelagert sind. Also ich habe zum Beispiel immer alles eigentlich in Sanctuary Hills in meiner Werkbank gelagert und deswegen wird Sanctuary Hills bei mir am häufigsten angegriffen. Um diese Chance nun also beim Minimum von 2% zu halten, braucht ihr eigentlich nicht mehr machen, als ich auch schon in dem Moralguide erwähnt hatte. Also einfach nur 1:1 Wasser, Essen und Schutz für eure Siedler bereitzustellen. Ach ja, wo ich gerade Moral erwähnt habe, wenn ihr einen hohen Moralwert habt, senkt das ebenfalls noch ein wenig die Chance darauf, dass ihr angegriffen werdet. Also diese 100 Moral zu bekommen, die ich schon so oft erwähnt habe, ist also ebenfalls auch in der Hinsicht ein Vorteil. Ja, ich baue hier jetzt gerade mal wieder eine Verteidigungslinie bei der Sunshine Tradings Company. Auch das ist natürlich genau an so einem dieser Spawnpunkte, also der ist dann neben diesem Turm. Und für den Fall, dass die Mods mal wieder funktionieren sollten, möchte ich kurz erwähnen, dass es ein Mod gibt, das sich Settlement Management Software nennt, und das zeigt euch unter anderem genau diese Spawnpunkte halt an, die die Gegner benutzen.
Und dann gibt es noch ein zweites Mod, das nennt sich Settlement Attacks Beyond, und das ist eigentlich dafür zuständig, dass Spawnpunkte außerhalb eurer Siedlung verschoben werden. Es gibt nämlich tatsächlich ein, zwei Siedlungen, bei denen die Spawnpunkte von Feinden innerhalb der Siedlung sind. Also das ist zum Beispiel bei der Oberlandstation der Fall oder beim Fischereitouren Yachthafen oder auch bei Longfellows Hütte. Und das kann dann natürlich zu einem kleinen oder auch größeren Problem werden. Also je nachdem, wie ihr gebaut habt, stehen die Feinde manchmal wirklich genau neben eurer Essensproduktion oder ähnlichem. Hallo Fallout-Fans! Ich möchte in diesem Video über Siedlungsangriffe reden. Ich habe dieses Thema schon mal in einem anderen Video angeschnitten. Da ging es um die aktive Verteidigung. In diesem Video dreht es sich mehr um den passiven Teil. Also was passiert, wenn ihr die Meldung bekommt, dass eine Siedlung von euch angegriffen wird und ihr nicht hingeht? Genauso möchte ich erläutern, warum die Siedlungen überhaupt angegriffen werden und wie ihr das weitestgehend verhindern könnt. Ihr solltet das Video also in Zusammenhang mit dem ersten Siedlungsangriffs-Tutorial von mir betrachten und ja, es wird hier eine Kleinigkeit aus dem ersten Video korrigieren. Dieses gesamte Video ist ziemlich mathematisch. Ich habe das schon optisch ein bisschen verschönert und vereinfacht. Ich habe sämtliche Formeln, die ihr hier in dem Video hören werdet, aus dem Spiel selbst geholt, aus den Skripten des Spiels. Wenn ihr euch das selbst ansehen wollt, müsst ihr euch das Fallout Creation Kit runterladen und da könnt ihr euch das Workshop-Script.px ansehen oder das Workshop-Parent-Script.px. In beiden stehen die Dinge drin, die ich hier erläutern werde. Anfangen möchte ich das Ganze jetzt damit, wie die Angriffschance berechnet wird, also dass eure Siedlung überhaupt angegriffen wird. Und in dem Zusammenhang kommt ihr vielleicht selbst schon darauf, wie ihr das Ganze verhindern könnt. Aber lasst mich erstmal beginnen. Die Berechnung beginnt mit der Basisangriffschance. Diese errechnet sich aus dem Essen und dem Wasser, was ihr habt, durch 10. Und da kommen wir jetzt kurz zu einem winzigen Faktor, den ich aus den Formeln nicht ableiten kann. Denn ich weiß nicht, inwiefern sich das überhaupt auf das Essen und das Wasser bezieht, was ja in eurer Werkstattleiste oben angezeigt wird. Ob dieser Wert überhaupt in die Berechnung mit einfließt. Denn das, wovon ich hier rede, ist Essen und Wasser, was in eurer Werkstatt liegt. Also was in diesem roten Objekt liegt, was ihr mitnehmen könnt. Wenn eure Siedlung also mehr Wasser oder Essen produziert, als sie selbst verbraucht, dann wird das eingelagert. Das hat auch eine Obergrenze. Das habe ich ja in dem effiziente Siedlungsvideo schon mal erläutert. Aber es entsteht dadurch auf alle Fälle ein physikalischer Gegenstand, der sich aufbereitetes Wasser nennt oder halt Essen in Form von Mais, Mutterbeeren oder sonst was. Und die Anzahl dieser Gegenstände wird für die Berechnung der Angriffschance benutzt. Als zweites gibt es dann den Sicherheitsbonus. Der entsteht durch die Anzahl der Siedler geteilt durch 2 plus den Schutzwert, also das, was ihr durch Gorillas oder Geschütztürme oder so erreicht. Die eigentliche Angriffschance, die immer bei mindestens 2% liegt, entsteht jetzt, indem diese Basischance, die sich aus Wasser und Essen berechnet, genommen wird und davon der Sicherheitsbonus abgezogen wird. Um das besser zu verdeutlichen, möchte ich das mal an einem Beispiel durchrechnen. Nehmen wir an, wir wären jetzt in Sanctuary Hills, da hättet ihr 200 Essen eingelagert und 300 Wasser, also insgesamt 500. Das wird durch 10 geteilt, somit hätten wir einen Wert von 50. Nehmen wir mal an, wir hätten in dieser Siedlung ebenfalls 20 Siedler, teilen wir durch die 2, das ergibt also einen Wert von 10, plus sagen wir mal 100 Schutz durch Türme oder Gorillas, dann hätten wir einen Gesamtwert von 110. Ziehen wir das voneinander ab, ergibt das minus 60, also minus 60% Chance, dass ihr angegriffen werdet. Eine negative Angriffschance kann es aber nicht geben, deswegen wäre die Chance bei 2%. Ihr solltet also so gut wie gar nicht angegriffen werden. Wenn ihr jetzt aber mehr Vorräte hättet, also sagen wir mal 2000, also 700 Essen und 1300 Wasser, dann hätten wir bereits eine Basischance von 200. Und wenn wir von diesen 200 jetzt die 110 Schutzwert abziehen, dann kommen wir schon auf eine Angriffschance von 90%. Und das ist wohl unter anderem auch der Grund, warum Siedlungen seit Nuka World häufiger angegriffen werden. Denn ich bin mir nicht sicher, was genau da passiert ist.
Auf alle Fälle gab es diese Erweiterung der Angriffschance durch Essen und Wasser von Nuka World nicht. Ich weiß nicht, ob es auf einem Bug basierte, der jetzt behoben wurde, oder Nuka World da was falsch gemacht hat, aber das ist der Stand, seitdem der Nuka World DLC aktiv ist. Und da ihr das Problem bzw. die Ursache jetzt kennt, könnt ihr es prinzipiell auch selbstständig beheben. Denn alles, was ihr machen müsst, um die Angriffschance zu senken, ist ganz einfach, das Essen bzw. das Wasser aus eurer Werkstatt rauszunehmen und in einen Behälter, am besten gleich daneben zu stecken. Baut euch in eurer Siedlung, wo ihr normalerweise die ganzen Ressourcen lagert, also bei mir wäre es Sanctuary Hills zum Beispiel, einfach eine Kiste, stellt sie neben eurer Werkstatt auf, nimmt das Essen, das Wasser aus der Werkstatt raus, packt es in die Kiste und die ganze Angelegenheit ist schon erledigt. Eigentlich könnte ich damit das Video auch schon abschließen, aber ich möchte trotzdem noch weiter erläutern, was eigentlich bei Angriffen passiert. Wenn also die Angriffschance berechnet ist und es tatsächlich zu einem Angriff kommt, dann muss als nächstes die Angriffsstärke vom Spiel berechnet werden. Also quasi wie viele Raider ankommen und euch angreifen wollen. Und das ist natürlich auch wieder davon abhängig, was sie so erbeuten können. Deswegen berechnet sich auch die Angriffsstärke immer daraus, wie viel Wasser und Essen ihr in eurer Werkstatt eingelagert habt oder einfach 100. Und von diesen beiden Werten wählt das Spiel den niedrigsten Wert, um die Angriffsstärke zu bestimmen. Gegengerechnet wird dann wiederum die Verteidigungsstärke. Die Verteidigungsstärke berechnet sich genauso, das heißt, da wird dann Schutz plus Leute genommen oder auch wiederum 100 und bedauerlicherweise wird da auch der Minimalwert benutzt, also was von beiden niedriger ist. Das musste ich jetzt erstmal vorwegnehmen, um zur eigentlichen Angriffsberechnung zu kommen, aber ihr könnt davon schon eine sehr wichtige Sache ableiten. Nämlich, dass ihr eigentlich einen Schutzwert von 100 durch eure Bauarbeiten und Siedler erreichen solltet. Denn es wird immer der niedrigere Wert genommen, was wiederum bedeutet, wenn Schutz plus Leute weniger als 100 sind, dann würde der Wert in Anspruch genommen werden. Und es macht im Umkehrschluss keinen Sinn, mehr Verteidigung als 100 zu bauen, beziehungsweise 100 minus eure Siedleranzahl, weil ohnehin immer die 100 als Minimalwert genommen wird, wenn der Wert höher ist. Wenn ihr also 20 Siedler in eurer Siedlung habt, braucht ihr nur durch Türme oder Gorillas oder was auch immer 80 Schutz zusätzlich erzeugen und habt damit den idealen Ausgangswert für Angriffe, also sofern ihr die nicht selbst niederschlagen wollt. Kommen wir nun dazu, wie eigentlich berechnet wird, ob ihr gewinnt oder verliert. Dabei greift das Spiel auf die Werte zurück, die ich gerade erläutert habe. Also wir nehmen die Verteidigungsstärke, die jetzt, sage ich mal, in unserem Fall 100 betragen würde, und addieren 100 dazu. Also von dem gerade beschriebenen idealen Normalfall ausgehend, dann hätten wir jetzt also einen Wert von 200. Beinahe genauso berechnet sich jetzt, wie stark eure Angreifer sind, nämlich die Angriffsstärke, die ich gerade schon berechnet hatte, plus 100. Aber hier gibt es einen Maximalwert von 150. Denn da möchten die Entwickler euch scheinbar zumindest eine Chance geben, dass ihr gewinnen könnt. Okay, das sieht man auf dem Hintergrund jetzt optisch vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe mal versucht, das hier in einem Kreis zu vereinen. Wir haben also eine Verteidigung von 200, einen Angriff von 150 und das bedeutet, dass wir so ungefähr 25% Spielraum haben. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr 100 Schutz habt und nicht zur Verteidigung einer Siedlung eilt, habt ihr eine 75% Chance auf einen Sieg. Größer wird diese Chance nicht werden, egal wie viele Türme und sonst was ihr noch baut. Aber das ist doch zumindest schon mal etwas, damit kann man meiner Meinung nach leben, beziehungsweise darauf, auf diesem Prinzip, kann man Siedlungen errichten. Und um das Thema jetzt zu vervollständigen, möchte ich auch noch zwei andere Dinge erläutern, nämlich was eigentlich passiert, wenn diese anderen 25% eintreten. In dem Fall erbeuten die Angreifer, Raider, Mutanten oder was auch immer nämlich etwas und das können genau 4 Dinge sein. Essen, Wasser, Schrott und Kronkorken. Eure Powerrüstungen, legendäre Ausrüstung in Form von Waffen oder Rüstungen etc. sind also nie in Gefahr. Stattdessen erbeuten die Raider einfach Essen, Wasser, Schrott und Kronkorken jeweils auf Basis des Schadens, den sie angerichtet haben. Und wo wir gerade bei Schaden sind, die Siedlung bzw. Einrichtungen nehmen Schaden, die müsstet ihr auch reparieren, aber euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass die auch schon repariert sind, wenn ihr wieder hinkommt.
Und das liegt daran, dass 5 Reparaturen pro Tag ausgeführt werden. Ich weiß nicht genau, was jetzt 5 ist, ob die 5 Objekte reparieren, aber laut der Formel besagt sie, dass 5 Reparaturen multipliziert mit der Leute- bzw. Siedleranzahl durchgeführt werden. Je mehr Siedler ihr habt, desto schneller werden also auch alle möglichen Schäden von dem Überfall wieder repariert.